Wie ich fortgeschickt sie gin op Paris, du war eigentlich gedurcht fir Prof am Seminär zu gin. Und wie ich do hanne war, ich war do an enger ganz aktiver Paar Saint-Jacques du Haut-Pas. Und du nicht gemerkt, dass die sich nicht mit Kanner aufgehen hun, mit der Wurse leid. Und über die Wursen dann auch die Kanner zu erreichen. Und du habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich auch bei uns den richtigen Schwerpunkt, weil damals war nach Religionsunterricht und daneben Covid nicht ganz viel. Wo kannst du überhaupt die Literatur, die den Leuten Kind helfen, sie weiterzubringen, nicht immer nur zurück an der Dahl zu katapultieren, weiterzuführen. Und da war nicht. Und da habe ich gedacht, dann musst du probieren, die Sachen zusammen zu kriegen, auf Deutsch, auf Französisch, die verständlich sind und die auf Praxis zugeschnitten sind. Und in der Praxis habe ich vor allem auch verstanden, jung, ältere Mathekaner, dass die Kinder geholfen kriegen, wie muss ich heute vorgehen, wenn ich die Message aus dem Evangelium will glaubwürdig leben und auch dann kann er weitergehen. Es kommt dann zu dem Moment, wo wir gedacht haben, dass wir das Medienprojekt sollten auf B setzen. Das war in engem von den Nabisgruppen, wo das geschieht ist. So ein bisschen mit der Idee, wir holen die neuen Medien als eine Gelegenheit, um der Bildungsarbeit zu machen. Neue Medien war damals Video, und wie wir angefangen haben, nach gar nicht das Video, das wir schon nicht mehr kennen, mit dem noch mehr für drin. Und wir haben also probiert, mit Filmen, mit kurzen Ausspielfilmen, als Aufenthalt, als Bildungsaufenthalt zu gestalten. Das war so die Idee. Und daraus entwickelt sich dann eine Mediathek, wo wir gesagt haben, da sollten wir aber auch vielleicht an dem ganzen Bereich neue Medien die Filme, die Kassetten raussichern, von denen wir gerne hätten, dass auch bekannt gehen. Da haben wir angefangen, sobald es möglich war, mit den Kassetten, mit den Filmen, weil ich immer der Meinung war, nicht an den bleiben. Also wenn du draußen in der Sozietät Moyen changieren, für mit Leuten Kontakt zu kommen, für was müssen wir dann immer an den bleiben? Wir sprangen auf Pferd mit ab. Ich muss sagen, dass das eine unglaublich spannende Zeit war. Es war die Zeit, wo Konzil war River, das hat sich lös umgesagt. Einzelne haben schon gesagt, fängt schon eine Munde ein bisschen zurückzudrehen. Aber es war aber eine Zeit mit vielen Möglichkeiten. Für den der versuchen, was die wollte, für den der für sich informieren. Es war alles groß ab und war viel heftig Diskussionen. Das war eine super spannende Zeit für mich auch. Und der ich viel gelehrt habe. Und wenn ihr dann, egal von wo ihr könnt, mit einem Schulwissen heiner könnt, dann wird das auf dich auch vorgestellt. Die Ausbildung am Anfang war eigentlich mehr ein Raum für Glaubensvermittlung oder Glaubensübersetzung. Und kann er jetzt Glaubensvermittlung auf, und kann er Familien. Das, was die Haut ist, das geht, sagen wir so, ob das ganzheitlich von Menschen. Infovideos hat dazu dickrig die Atmosphäre, das war für mich ganz neu, dass irgendetwas, was mit Kirche zu tun hat, so Themen trätieren wie die Bücher, die da stehen, dass sie können sich weiterbilden am Thema Glauben oder auch die psychologischen Themen, dass Psychologie und Glauben zusammen geht und auch die Atmosphäre da so wie das war und natürlich auch mit Freundschaft mit Christian. Das war für mich ein Platz, etwas ganz Extras. Seit ungefähr 8 Jahren fuhren wir in Form von Kuren mit 6 Leuten, wo eine Generation bei uns kennt, wo ich so 50 plus, die meistens nach kein Maus an der Hand hatten, nach kein Computer gesehen haben, an denen wir den Spaß darüber vermitteln.
an denen wir auch eine neue Welt opmachen mit Informationen, die sie für nicht kannten. Den Austausch also für zu verschiedenen Themen an anderer Meinungen zu hören. Ich meine, an den Normaldach her, den oft Sichtweise von den Leuten, die du mit denen zu tun hört, an einer dem Gruppe, da kommen mal andere Sichtweisen drauf, mit Leuten, wo ihr nicht unbedingt so regelmäßig Kontakt hört. Und du an Vielfalt von den Themen, ich meine, allmählich kann du diskutiert gehen, alle Meinungen akzeptiert, und voilà, das, was mich schon dabei hält. Wie können wir Eltern, die heute vielleicht an Kirche nicht mehr so angebunden sind, ein Angebot machen für ihre Kinder, dass sie spirituell erziehen können? Das ist ja heute nicht mehr so einfach. Es gibt so ein paar Eckpunkte, ein paar Kontaktpunkte mit Kirche, aber es gibt darüber hinaus ja so ein Grundbedürfnis. Also wie gewinnen Kinder ein Urvertrauen zum Beispiel? Das klingt sehr allgemein, aber wenn an große Themen gedacht wird, wie zum Beispiel Sterben und Tod, dann kann die religiöse Frage ja eine wichtige Frage sein. Und Kinder, das sagt man dann erst, Kinder werden ja nicht mit dem Thema Tod konfrontiert. Wenn aber das Haustier zum Beispiel stirbt, dann ist es sehr nah plötzlich an den Kindern. Ich fand es ganz wichtig, dass wir heute die Rolle eben haben. Ich stehe ja auch so ein paar Bayer, oder jedenfalls nicht immer so verstehen, für die Lernen zu machen. Die Frage von den Leuten von heute zu beantworten, und die Majorität hat zu Lützeburg ist ja sie ja kein Kirchengänger mehr. Dafür fand ich es ganz flott, dass wir die Frage versuchen, so zu formulieren, wie die Leute von heute zu formulieren. Ich denke, dass es der Wert ist, ich sage dann mal, die zwei Großstandbeine weiterzudrohen. Ich komme ja an so viel mit Medien zu dir gehabt, und auch immer, und ich gesehen genau die Defieren an der Medienwelt, an der Medienerzählung, die schon die Hidere gesagt ist, ich bist mal doof. Wir gehen geprägt durch Medien, durch Bilder, durch Themen, und für die nicht kritisch Distanz und also wussten wir als Kanner, das ist eine Herausforderung, an der Wurzelbildung zu schaffen hat, Menge Meinung. Der Zweite, dass ich auch gesehen, dass all Glaubensfrohen, all Religionsfrohen, so wie sich hier stellen, müssen dieser Platz mit aller Distanz, mit aller kritischer Distanz immer nächst diskutiert können gehen. Es muss den offenen Austausch über das, was den eigentlich bewegt, auf einer Platz gefordert gehen, und ich halte nach immer der Wurzelbildung für die Platz, so dass möglich ist, so dass doch soll geschehen. Wie muss ein Glauben heute ausgesehen, dass sie für Leute überhaupt passibel ist, dass die sich daheim spielen, dass das ihre Glauben, dass nicht von außen imposiert. Die Leute picken sich das halt raus, was sie brauchen oder was sie können, nur vollziehen. Und dass wir das präsentieren, die ganz Bandbreite, wo dann Christentum auch dabei ist, das fand ich ganz flott. Es wird Themen geben, die die einzelnen Menschen beschäftigen, was die persönliche Entwicklung anbelangt. Heute ist ja jeder seines eigenen Glückes Schmied, und da gibt es sehr unterschiedliche Fragen und Probleme, die Menschen mitbringen. Und ich denke auch, es gibt grundsätzliche Themen, die wachgehalten werden sollen. Ich habe das Thema Tod kurz erwähnt. Das ist ja so ein Thema, das vermeiden wir gerne. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel ein wichtiges, grundsätzlich menschliches Thema. Das müssen wir, um leben zu lernen. Das ist vielleicht die eigentliche Aufgabe von uns, den Menschen ein bisschen Hilfe anzubieten, damit sie tiefer, intensiver, überlegter, bewusster leben lernen. Und das, glaube ich, wird nicht verloren gehen.